habe aus einem Masterboard alle diese herzigen Kärtchen ausgeschnitten. Und das sollten die Journalkarten werden, so etwas Ähnliches wie die hier. Die haben jetzt so ein bisschen Tierli und Waldthema irgendwie. Und das hier gibt das Thema Mond, Nacht, irgend so etwas in dieser Art. Ja, da ich für diese Kärtchen alle meine Buchecken aufgebraucht habe, habe ich mir für das etwas anderes ausdenken. Und ich habe da schon auch eine Idee und wir können es zusammen miteinander anschauen, wenn ihr Lust habt. Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, also ich würde sagen, ein paar habe ich die Ecken schon gerundet, bei ein paar muss ich noch und nachher wird das rundherum geinkt. Ja, genau. Und dann ein bisschen dekoriert, natürlich. Ich habe da noch so jede Menge Kleberli mehr parat gemacht, die ich da draufkleberle. Oh, das muss man immer mega gut aufpassen, dass man den ganz genau herhaben. Der verschiebt es immer so schnell. Sonst tut man da krumm abknipseln. So. Ja, das Masterboard haben wir letztens miteinander gemacht. Wenn ihr schauen wollt, da könnt ihr es gerne noch anschauen. Das ist nämlich, habe ich gemacht für mein Mond-Journal, das aber noch ganz geheim ist. Das verrate ich noch niemandem. Das zeige ich dann wahrscheinlich erst ganz, wenn es dann fertig ist. So, da ist noch eine. Das ist schon wieder nicht ganz genau, gell? Ah! Und nachher, wenn es noch einen Schere hat, wird es noch schlimmer. So, gut. Die Ecke hätten wir geinkt. Jetzt kommt da noch ein bisschen. Wo ist es? Da. Ein bisschen schwarz rundherum. Ein bisschen schwarz. Und das Teil habe ich mal ins Silbrige reingehebt. Darum hat es jetzt auch noch ein bisschen Silber dran. Aber das ist doch hübsch. Aber, weil da hinten dran ist so ein furchtbares, leuchtiges Grün, das absolut nicht dazu passt. Dort müssen wir noch etwas ändern. Aber das bedeutet, ich muss auch wirklich die Kanten sehr, sehr gut inken, dass das Grün alles komplett verschwindet. So, Leute, voilà. Dann sieht das schon gerade ein bisschen anders aus wieder. So. Ja, jetzt habe ich hier ganz viele verschiedene so irgendwelche so Nacht- und Mond Kleberli da auch. Es kommt alles da her. So. Und da hat es noch irgendwelche Kleberlis. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was da würde so drauf passen. Ich habe wirklich gerade so nicht so Ahnung, wie ich das machen will. Und vor allem, jetzt muss ich vielleicht noch definieren, wie oben und unten ist. Ein bisschen kann man das ab dem Baum, den ich da drauf schabloniert habe, schauen. Und so müsste es dann sein. Und der so, aber da ist die Schrift verkehrt.
So. Und da. Keine Ahnung. Weiß nicht. Da. Also. Ja, dann einfach ausprobieren. Ich habe den Mond noch so recht cool gefunden. Das Büsi ist ja witzig, he? Aber das passt vielleicht nicht so. Oder schon? Ach, das Büsi. Nein, ehrlich. Es sind so viele verschiedene Zeug. So, die. Ihr seht es gar nicht, was ich da durchnäusle. Die gefallen mir auch noch recht gut. Also die Mannsgockeln, das würde ich sagen, noch am ehesten. Aber die mit den Gesichtern will ich eigentlich nicht. Weil in diesem Journal will ich eigentlich nie die Gesichter drin haben. Aber das, oh, schau mal da. Da passt es gut. Seht ihr etwas? Es ist noch so ein bisschen schwierig, es ist so gross da. Nein. Ich verdecke so viel von dem Schönen, aber das ist natürlich dort auch genau in der Mitte. Ist das zu fein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Der Mond. Der wäre doch jetzt aber auch noch schön. So, irgendwie. Oh, da die Motte. Oh, guck mal, das ist hübsch. Aber das Blau passt nicht so extrem. Ja, doch, da würde es jetzt zwar noch mit dem noch ein bisschen mehr gehen. So, da finde ich aber jetzt auch noch schön. Ne? So. Man kann alles noch ändern. Man kann ja alles noch ändern. Oh, schau mal, der ist aber hübsch. Oh, aber der passt jetzt wirklich von der Farbe gar nicht. Sorry, tschüss. Das. Das ist auch wieder das falsche Blau. Coppeloni. Aber ja, mal so. So würde es vielleicht schon noch kommen. He? Doch, das wäre, glaube ich, noch hübsch. So, und was haben wir jetzt hier noch? Die, weiß ich gar nicht, ob die irgendwo auf eine Art reinpassen. Oder ob das viel zu klein ist. Wo fehlt denn überhaupt noch da? Aber da möchte ich eigentlich etwas Kleineres haben. Und da möchte ich den Rab nicht verdecken und da auch nicht. Also irgendwie. Oder so. Das ist auch komisch. Irgendwie haben die falsche. Nicht ein gutes Format. Oder ich weiß es doch auch nicht. Oh, schau mal, der ist hübsch. Der ist mega hübsch. Aber der passt auch nicht. Der ist viel zu farbig. Das würde doch noch. Ist das gross? Nein, komm. Da könnte schon noch gut rauskommen. Oder ein Mond. Wie wäre es denn, wenn wir hier den Mond würden her tun? Nein. Irgendwie auch nicht. Oder das. Das ist noch ein bisschen kleiner. Sieht das blöd aus? Weiss man nicht genau, was da ist. Sonne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh, das ist auch schön. So. Nein. Ich weiß nicht.
Das eine so herzig gefunden. Es passt irgendwie auch nicht wirklich. Also da einfach vom Format her. Ich müsste es noch fast ausschneiden und da. Oder was ist denn mit so einer schwarzen Blume? Oh. Ja, wieso nicht? Oder? Da. No. Aber ja, ich glaube, die nehmen wir doch da. So, was haben wir jetzt da noch? Da schön über den Rahmen rein. So, rum. Wieso bist jetzt du gerade so schwierig? Sag mal. Jetzt habe ich dir alles angeschaut. Das ist gar nicht schön. Und sonst haben wir nicht den schon mal da gehabt. Aber das ist, irgendwie passt mir das auch nicht. Jetzt, von denen da habe ich noch gar nicht so angeschaut. Ich habe gedacht, ich habe mir das so zusätzlich noch. Aber wenn man da jetzt natürlich einfach so etwas würde. Nur so etwas. Also, oh, ich kann die fast nicht aufnehmen. Jetzt ist es weg. Da. Ah Mann. Komm. Bus. So. Ja, ich glaube, dem gehen wir so etwas in dieser Art. Etwas von da. Muss ja nicht alles so knallig sein. Da könnte man natürlich auch nicht. Das geht gar nicht. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Etwas so. Oder so. Oh. Ist das zu hell? Das ist natürlich cool, wenn das noch so durchschimmert. He? Oh ja, das würde ich sicher da. Nur so. Oder vielleicht ja halb, oder? Und nachher kann man es abschneiden. Ja, das klebt aneinander. Oder lieber das da. Na. So. Nein, das gefällt mir gar nicht. Also ein paar von diesen Kreischen da könnte man ja schon noch irgendwo ein bisschen verteilen. Da würde es zum Beispiel noch gut aussehen. Und da so ein Mond. So. Also bei dem Büsi. Bei dem Büsi müssen wir schon auch noch irgendwas. So. Jawohl, es kommt gut. Ich glaube, es kommt wirklich gut. Da ist noch ein cooles Kreischen. Wo würde das denn noch passen? Oh, den hätte ich gar keinen. Wieso hätte jetzt der noch keinen? Kopf. Ja. Ich meine, nein. Ah! Das geht nicht her mit dem Zeug. So. So. Oder drauf. Nein. Oder auch einen grossen Mond. Nein, das irgendwie passt mir das einfach nicht. Fort mit dem Zeug! Oder so eine. So eine, nein, auch nicht. Auch nicht. Geht auch nicht.
So. Wie wäre es denn so? Ah! Passt mir nicht. Passt mir auch nicht. So eine ganz durchsichtige Weltkugel. So. Also, so. Jetzt habe ich aber eins. So möchte ich es gerne haben. Jawohl. Ja. Jetzt, der hat immer noch keins. Warum nicht? Warum nicht? Oder wird der so einen Saturn? Einen halben? Nein, das will der auch nicht. Blumen, Nöppi. Die Bienen auch nicht. Schwierig, schwierig. So, ein Teil da von dem, so. Könnte man. Muss man aber nicht. Jetzt haben wir so viel zur Auswahl. Aber schau jetzt. So. Ich glaube, der will den Mond haben. Hat er gesagt. Das ist aber auch schön, he? Guck mal, das wäre, glaube ich, noch hübscher. So. Aber nur die Hälfte. Ja. Ja, ich glaube, das wäre noch ganz hübsch. Irgendwie passt mir das einfach auch noch nicht so ganz. Aber so. Ah, das ist gleich noch mit einem anderen Blau. Passt noch besser. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht. Mond. Da müsste doch jetzt schon noch irgendein so ein Mond drauf kommen. So, oder hinter das Blümchen. Ich glaube, so ist gut. He? So. Wem fehlt noch ein Mond? Niemandem. Haben alle. Der hat da irgendwie so ein komisches Zeug. Das könnte man da drauf tun. So. Und dann braucht noch mal jemand etwas. So. Ich habe viel von diesen Kügeln, sage ich jetzt einmal. Das ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber nein, nein. So. Oder lieber da so eine da. Ist das gut? Der will auch noch eins. So. Doch, ich glaube, so könnten wir doch das machen. Dem noch umstudieren. Ob man dem noch ein bisschen zu wenig hat. Da. So ein Sternbild. Oh, ein Sternbild. Das ist verkehrt. So, das könnte man machen. Ich glaube, das wäre noch hübsch. Da. Ah, alles gut. Aber mega schwierig, hä? Mega schwierig. Findet ihr das auch immer so schwierig? Oh, ich finde es schwierig. Aufkleben. Achtung, fertig, los. Aufkleben.
Jetzt habe ich mir doch noch etwas ausgedacht. Und zwar, anstatt dass ich da die herzigen Buchecken dran tue, habe ich mir gedacht, ich könnte hier von diesen Dinger dran tun. Wisst ihr, was ich meine? Musterbeutelklammern. Dinger, oder? Ganz easy. So. Einfach auf jeder Ecke so eins. Das würde doch sicher cool aussehen. Und dann tun wir einfach... Hinten ist es ja eh so grusig grün. Und dort kleben wir dann einfach so ein Papierchen drüber rein. Und das hätten wir natürlich selbstverständlich vorher machen können, sogar bevor ich es geschnitten habe. Aber eben, ich muss ja noch die Beine verdecken. Darum machen wir das erst jetzt. Also, ich brauche ein Loch. Ich brauche wahrscheinlich noch eine Zange, um da, die ein bisschen abschneiden, sonst haben die ein bisschen zu lange Beine. So. Und ich glaube, der 3 mm lenkt. Einfach mal probieren. Ich möchte sie schon relativ nahe haben, aber ich kann natürlich nicht zu fest, nicht zu nahe, eben halt wegen der Beine. Oh ja, der ist jetzt definitiv zu nahe, weil das soll ja dann nicht noch drüber rauskommen und das ist ganz knapp, ganz knapp. So. Aber cool sieht es schon aus, hä? Sieht schon cool aus. Und jetzt? Ah. Hey. Da, ui, das ist das Ganze. Eine fiese Ecke haben wir jetzt da dran hergeknipset. So. Ups. Tschüss. Na komm, was ist los mit dir? Zängli, für etwas hat man doch den. So, jetzt hoffen wir einfach, dass wir das drüber reinkleben können, sodass ihr das auch hebt. Probieren wir doch das einmal. Vor allem jetzt natürlich hier eben gerade ganz am Rand. So. Ja, ich weiss da nicht so recht. Ich weiss da nicht so recht. Einfach ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich nehme mal den Tacky Glue in der Hoffnung, dass der alles gut zusammentackt.
So. Mal schauen, mal schauen. Ich will jetzt gerne den richtigen Weg um. So. So. Kommt das gut? So, und ich meine, da hinten können wir den immer auch noch dekorieren. Ui, 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 nein, bleib doch leben. Dekorieren mit Bildchen. Oder, was mir jetzt auch noch gefallen ist, wenn man irgendwie so noch ein Papier draufkleben, so ein Fötzchen mit Linien, dass man dann hinten noch etwas draufschreiben könnte. Und das hier finde ich jetzt auch noch recht cool, das gefällt mir jetzt noch, dass, wenn man jetzt hier inkt, dass es dann die Klammern noch ein bisschen abzeichnen. Das macht es noch so ein bisschen grungy. So. So. Ja, sieht es gut aus. Sieht es gut aus. Wenn wir das durchziehen mit den anderen allen. Finde ich jetzt also noch recht cool. Komm, das machen wir doch. Genau. Komm, das machen wir. Achtung, fertig, los. So, voilà, ich habe es durchgezogen. Ich habe allen da die hübschen Nieten verpasst. Also ja, es sieht aus wie Nieten. Es sind natürlich Musterbeutelklammern. Ne? So, und jetzt müssen wir denen allen noch die Beine abknipsen. Und dann... Upsi, so... eins von diesen Papierchen hinten drauf klammern. Drauf kleben. So, also, dann werden jetzt die hier noch aufgeklebt. So, ui. Das sind einfach wahnsinnig viel. Aber, sind die nicht cool? Ich finde sie wahnsinnig cool jetzt schon. Obwohl sie noch nicht ganz fertig sind. Und ich habe jetzt hier ein bisschen mit Braun und Blau. Also zuerst habe ich mit Schwarz und dann noch ein bisschen mit Braun und Blau nachgearbeitet. Und ich finde, es sieht noch ein bisschen anders aus. So. Dann machen wir noch alle zuerst mit Schwarz und dann noch mit ein bisschen Braun und Blau. Super, ich finde, die sehen auch so ganz cool aus. Aber natürlich auf dieser Seite noch viel cooler. Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon gesehen habt. Und zwar das hier habe ich auch noch ein bisschen verändert. Wenn man sich jetzt die
2 Knöpfe hier mal ein bisschen genauer anschaut, habe ich die hier noch ein bisschen verändert. Und zwar habe ich hier einfach mit Alkohol-Ink Marker drauf geschrieben, damit das so ein bisschen rostig aussieht. Und das werde ich doch jetzt auch noch gerade schnell machen. Das habe ich sogar noch ein bisschen angeschliffen, dass es noch ein bisschen verkratzt ist. Aber von dem sieht man jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel. Ich probiere es mal ohne. Ja, ich kann dann immer noch einmal drüber kratzen. Gut, ich habe schwarz, ich habe hier so ein Braun und ich habe ein ganz dunkelblau. Dann werden wir doch dazu mal schauen. So. Einfach das Schwarze ist nicht so ganz so flüssig, so jetzt da rein. Darum will ich den einfach ein bisschen anmalen und nachher mit dem Braunen tue ich eher so ein bisschen tupfen. Und mit dem Blauen auch. Und dann tut sich das so verlaufen. Ich weiss nicht, ob man das gut sieht. Ich kann mal probieren, ein bisschen nachher herzunehmen. So, hat man das jetzt gesehen, dass da etwas verlaufen ist dran? Keine Ahnung, ich weiss es nicht. So, und jetzt ist das auch wirklich, es trocknet ganz schnell, man kann das nicht mehr verwischen. Was getrocknet ist, bleibt so. Hey, ja, komm, jetzt schauen wir euch doch die Kärtchen noch einmal ganz in Ruhe jedes einzelne an. Nur mal schnell durch. So ist die Hampfele. Und ich finde, das sieht doch super aus. So. Oh nein, so ist es. Ich finde die wahnsinnig schön. Ich habe mir auch überlegt, ob man noch jetzt irgendetwas drauf spritzen, so ein bisschen weiss oder schwarze Sprenkel drauf machen. Das würde sicher auch noch irgendwie gut aussehen. Ach, das Büsi ist witzig. Aber nein, dann bin ich irgendwie wieder davon weggekommen, weil ich dann gedacht habe, vielleicht passt das jetzt doch gleich nicht so ganz. Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt noch irgendwelche ganz munzig kleine Sternenstempel oder Sternenschablonen hätte, würde ich vielleicht noch irgendwo so ein bisschen etwas drauf tun. Aber das habe ich jetzt also gerade überhaupt nicht, so etwas in dieser Art. Und darum bleiben die jetzt einfach so, wie sie sind. Hey, es hat mir extrem Spass gemacht, die mit euch zusammen zu basteln. Ich finde, sie sind wahnsinnig cool rausgekommen und sie passen super in mein geheimes Mondjournal rein.
Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, mit mir zusammen irgendetwas Cooles basteln, dann schaltet ihr wieder ein. Vielleicht abonniert ihr ja den Kanal, das würde mich auch noch mega freuen. Und dann sehen wir uns dann wieder. Tschüss!